Bohrisch reden mit Maschinen. Was versteht die künstliche Intelligenz, wenn Dialekt gesprochen, wenn er zu Binärcode wird? Heute fahren wir nach München, sagt das Kaninchen. Mein Talm, sagt Schwalm. Ist wahr, sagt der Grauer. Heute von Mannheim nach München, sonst Kaninchen. Mein tollen Geschwollen. Also, ist nichts, oder? Versteht überhaupt nicht. Wie viel Dialekt versteht die KI? An der Ludwig-Maximilians-Universität in München wird das erforscht. Im Hochdeutschen gibt die beste KI von 100 Wörtern etwa 9 falsch wieder. Im Dialekt 31. Das Zentrum für Informations- und Sprachverarbeitung arbeitet mit einem Klassiker. Liebe Kinder, Ohren auf, Augen zu, denn jetzt kommt euer Betthupferl. Die Mundart-Betthupferl werden von Menschen geschrieben und gesprochen, die in ihrer Mundart zu Hause sind. Wir haben hier zum Beispiel einen Satz aus der Oberpfalz, der sich auf ein Gespenst bezieht, das vorgestellt wird. Na, kein Gruseliges, sondern ein ganzer Michels, der Kunibert. Auf Hochdeutsch würden wir das von Hand wiedergeben als, nein, kein gruseliges Gespenst, sondern ein ganz liebes, der Kunibert. Dieses Wort Michert gibt es auf Hochdeutsch einfach so nicht, da können wir jetzt sagen lieb. Oder auch dieses ein ganz ein, das es in vielen bayerischen Dialekten gibt es so im Hochdeutschen nicht, da sagt man nur ein ganz liebes. Und wenn wir jetzt schauen, was das Transkriptionssystem daraus macht, dann hat das beste der Systeme, das wir getestet haben, als Ergebnis, nein, kein gruseliges, sondern ein ganzes Mischertz, der Kunibert. Dialekte werden vor allem gesprochen und sind im Internet nicht in allen Nuancen niedergeschrieben. Die KI bräuchte mehr Mundart-Input. Oder müsste die Bedeutung von ihr fremden Wörtern selbst besser aus dem Kontext erschließen können. Die Gespenstergeschichte aus der Oberpfalz geht so weiter. Der schaut aus wie ein kleines Ferkerl. Die KI macht daraus, der Schadas wäre ja Glünzferger. Verben werden zu Substantiven, Wörter neu erfunden, Wortenden nicht erkannt. Kreuz, Birnbaum und Hallerstauden. Kreuz und Hallerstauden. Ja, dass Texte oder Sachen, die formulieren lassen, gar nicht in der Umgangssprache sind, wie ich eigentlich spreche, sondern ja, wesentlich bildungssprachlicher ausgedrückt werden. Die KI übernimmt jedoch nicht nur die Sprache der Menschen, mal mehr oder weniger erfolgreich, sondern sie beeinflusst auch selbst die menschliche Sprache. Das belegt auch eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Die Technik verändert die Sprache in dem Sinn, dass neue Wörter benutzt werden, die wir vorher nicht hatten. Ganz allgemein ist es so, dass Menschen den Sprachgebrauch von anderen Menschen kopieren, die sie bewundern, die sie achten, die sie als autoritativ empfinden. Und für viele Menschen ist halt jetzt die KI etwas, was autoritativ ist, dem sie glauben, dem sie folgen. Und wenn die KI dann Wörter benutzt wie Delve und Meticulous und Realm, dann neigen die Menschen dazu, diesem Wortgebrauch zu folgen und diese Wörter dann auch mehr zu gebrauchen. Noch nie gab es eine so wechselseitige Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Aber auch noch nie so viele Missverständnisse. Ist das Verarsche eigentlich? Nee. Ach so. Ich möchte gleich auf Plattdeutsch den Satz sagen, ich bin so benaut, was auf Hochdeutsch so viel heißt wie, mir ist sehr unwohl. Ich bin so benaut. Ich verstehe, dass du ich besorgen out geschrieben hast, aber ich bin nicht sicher, was du damit meinst. Könntest du bitte mehr Kontext geben oder deine Frage etwas anders formulieren? Ich bin hier, um zu helfen. Vielleicht meinst du, ich besorge etwas oder ich bin out. Lass mich wissen, wie ich dir helfen kann. Modelle sind in dem gut, in dem sie trainiert wurden, was sie oft gesehen haben. Aber diese feinen Nuancen, die wir Menschen benutzen, die können sie noch nicht. Wenn man jetzt vorstellt, dass der Mensch nur mehr sprechen würde wie die KI, dann wäre diese Diversität gar nicht mehr da. Künstliche Intelligenz verleitet dazu, so hochdeutsch wie möglich zu sprechen. Aber viele fühlen sich mit ihrem Dialekt auch nicht ernst genommen, wenn die KI versucht, ihn zu imitieren.
killt sie also die Sprachvielfalt. Wenn es darum geht, dass wir das Denken verlernen, wenn die KI dazu benutzt wird, Medieninhalte zu produzieren, die einen bestimmten Bias haben, wenn toxische Beiträge veröffentlicht werden, die von der KI erzeugt werden, all das ist eine Riesengefahr. Aber dass wir den Wortschatz der KI übernehmen, teilweise, oder sich die Sprache teilweise daran anpasst, das sehe ich persönlich nicht als eine Gefahr, weil Sprache sehr flexibel ist, sich ständig ändert, sich ständig anpasst. Und das an sich ist ein natürlicher Prozess, vor dem wir keine Angst haben müssen. Wie viel ist es einem wert, dass wir eben Sprachvielfalt haben und eben auch diese Dialekte erhalten bleiben? Und da können wir natürlich auch bei der Technologie direkter entscheiden, ob wir wollen, dass nur Hochsprache abgebildet wird oder ob wir sagen, dass Dialekte uns auch wichtig sind. Würde die KI umfangreich mit Dialekten gefüttert, könnte das sogar einen Booster fürs Mundartsprechen bedeuten. Delv oder Davy, Realm oder Realm. Wir können es mit beeinflussen. Noch.